Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, jetzt wird es echt mal dringend Zeit, das Mognet wieder zu reparieren. Ein paar Dinge haben wir ja durchaus verpasst, deswegen sollte man das auf jeden Fall nochmal dringendst nachholen, damit wir auch das Mognet noch fertig kriegen. So, da muss ich zuerst zu Kupo. Der dürfte hier im Glockenturm sein. Falls der noch zugänglich ist. Huch, da war außerdem noch was im Trümmer. Moment. Hämmer gleich. Trümmerfrau Sidan birgt ein Zelt. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hier rein. Kupo. Ah, da hinten sind nur zwei Wichtolosaurus. So. Kupo. Genau, für dich habe ich was. Bitteschön. Brief von meinem Bruder Kupo. Braucht er dann nur wieder gestickt? Von Kupo an Kupo. Ich lebe in der Fossilien-Mine, es ist recht angenehm. Kupo, wir spielen hier jeden Tag Verstecke, Kupo. Locker und lustig muss das Leben sein, Kupo. Ich habe mir schon Sorge gemacht, aber scheint mir gut zu gehen. Okay, hat er nichts mehr für mich? Alles klar, da habe ich noch zwei für Modon. Kastani. Ich bringe mal froh, Kupo. Na dann. Sei euch das gegönnt. Ich persönlich muss jetzt noch Modon suchen. Ich habe ja glücklicherweise hier noch so nebenbei Liste von Mogris aufgerufen im Internet. Und die sagt mir, dass Modon in der Lindblum-Pension sitzt. Während Kupo habe ich ja gewusst, wo der sitzt. Das war glücklicherweise schon etwas, was ich gewusst habe. Mal ausnahmsweise. Und wieder raus aus Alexandria zu der Hildegard 3. Na, gehst du wohl rein? Das ist ja schon ein tolles Luftschiff. Kann man nichts sagen. So. Heidewitzka. Habe ich mal wieder ein ordentliches Kloß im Hals hier. So, über das Südentor. Hua! Aber die Luftschiffenmusik ist ja auch ganz lustig. So, wo ist denn jetzt Lindblum? Ne, Quatsch, das ist Burmetia. Hier muss Lindblum irgendwo sein. Nicht auf dem Hügel hier. Dann muss Lindblum hier irgendwo sein. Huch. Nee, da ist Lindblum auch nicht. Hier ist Lindblum. So, sehr schön. In Lindblum haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können es mit dem Luftschiff betreten. Glaube ich zumindest, ja. Genau, wir können es betreten, dann kommen wir beim Luftschiffhafen raus. So. Huch, da watschelt noch so ein obeinige Matrose rum. Aber Lindblum können wir entweder übers Tor im Einkaufsviertel betreten oder wir können es über Luftschifftor betreten. Dann sind wir halt im Schloss drin. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass es auch durchaus Möglichkeiten gibt, mit dem Luftschiffegebiet zu betreten. Wobei es natürlich praktischer gewesen wäre, wenn ich es jetzt zu Fuß jetzt sozusagen betreten hätte. So, dann. In der Pension sitzt der kleine Wicht. Wo ist denn die Pension? Ich glaube, die war... nee, Quatsch, das nicht. Das ist der arme Sack, den ich immer wieder bestehle. Moment, wo ist denn die Pension in Lindblum? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ist die im Einkaufsviertel oder im Theaterviertel? Da steht leider nur Pension dabei. Ne, das sind die Geschäfte. Ja, wir könnten mal beim Schmied vorbeigucken. So ganz nebenbei. Unverbindlich. Der macht so wieder flott. Engelschwinge haben wir alles schon. Zauberumhang. Ja, das haben wir auch schon im Gepäck. Reflekring braucht man Mardein-Schild dafür. Osalarmreif könnte man da noch gebrauchen. Okay. Federstiefel könnte man uns zusammenbasteln lassen. Hämmer war schon schwer. Da haben wir auch schon eine Edelperle. Mondsplitter brauchen wir da dafür. Okay, cool. So, dann... Wo war dann die Pension hier in Lindblum? Ich glaube, die ist tatsächlich im Industrieviertel. Ja, tatsächlich. Okay. Ich glaube es wirklich, dass die im Industrieviertel sitzt. Also sorry, wenn das jetzt wirklich so hier und her gerenne ist, die Episode. Ich meine, die letzte. Oh, das Industrieviertel ist gar nicht zugänglich. Okay. Tja.
So. Gucken wir jetzt nochmal hier im Theaterviertel noch. Irgendwo muss die Pension die sein. Ich meine, das kann ja nicht verschwinden. Industrieviertel ist halt nicht mehr zugänglich für uns. Das ist jetzt etwas problematisch. Hier ist mal nichts. Da rechts war nur das Atelier von einem Künstler. Da sind die Tantalus. Oh, dann geht's aber auch nicht so gut, sehe ich. Was ist denn da los? Ich hab Hunger. Ich will Baumkuchen, sehr fix. Okay. Haben wir jetzt mal eine kleine Pause, dann geht's schon wieder und so. Was sind eigentlich Zenaro und Benaro? Die beide sind noch nicht zurück. Da komme ich auch nicht vorbei, klasse. Wo sitzt dann Modon? Ah, hier können wir noch ein bisschen was plündern, wenn wir schon mal hier sind. 1273 Gil. Und 970 Gil. Okay, dann erstmal das Geld geklaut für den Wiederaufbau. Na, wo sitzt dann Modon? Ich muss vielleicht nochmal in der Liste ein bisschen weiter gucken. Modon, Lindblum Pension, nach wie vor. Hä, wo sitzt dann diese dämliche Pension? Schwierig. Im Schloss kann das nicht sein, das ist nicht der. Tja, jetzt stehe ich ein bisschen dumm da. Sollte man nochmal beim Einkaufsviertel reingucken. Ah, halte mal den Gaul an. Ich glaube, ich weiß wo. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoff's. Weil ins Industrieviertel können wir leider nicht mehr, wo die eigentliche Pension war. Vielleicht hier. Vielleicht ist es das Gebiet. Ja, das sieht so aus. Sieht aus, als wäre es eine Pension. Und gehen wir mal hoch. Ah ja, da sitzt ja so ein... hoppla. Da sitzt ja so ein kleiner Mann. So. Du. Jawohl, du bist. Sehr gut. Hier haben wir noch einen für dich. Brief, Kupo. In nächster Zeit sind ihre Briefe mehr. Deswegen freue ich mich auch so arg, Kupo. Von Mok an Modon. Alexandria scheint völlig in Trümmer zu liegen, Kupo. Ob's Kupo und Moscho wohl gut geht. Wenn du etwas erfährst, schreib mal bitte. Außerdem habe ich gehört, Stielskind sei in Alexandria, Kupo. Okay, gute Nachricht, Kupo. Was kommt wohl als nächstes? Oh, ein Brief von dem flugverrückten Mokri-Mädel Serino. Von ihr liest man selten. Vielen Dank, Kupo. Ich bin das erste Mal an Bord von der Rote Rost geflogen und ich muss Grausames mit ansehen, Kupo. Die Kraft von der Bestia Odin ist enorm. Verwandelt der heilige Baumklärer in Sekunde zu Asche, Kupo. Von der Stadt blieb nichts übrig, Kupo. Brans rote Rosa Clara ausgelöscht, Kupo. Ich hab Angst vor Brane, Kupo. Ja, zu Recht. Okay, okay, gut. Dann können wir das eigentlich auch abhaken. Und ich glaube, das Ganze hat angefangen, seitdem wir auf dem vergessenen Kontinent, oder wie er hieß, seitdem wir da nicht mehr weitergemacht haben. So, das heißt, wir gehen wieder nach Schloss Lindblum. Und dann muss ich noch Ölver zurück. Und in Ölver war dann der Erste, der nicht mehr weiterreichen konnte. Und dort noch müssten wir wieder noch Estogasa und von dort aus zum Vulkan Guruk. Und dann müssten wir wieder up-to-date sein, was die Mokris angeht. Heidewitzka. Ja, da haben wir noch einiges vor. Und zack. Wieder zurück. Also wieder ab nach Ölver. Weil wenn, dann will ich auf jeden Fall in der Weltmodus. Wenn, dann will ich bei sowas wieder up-to-date sein. Alles andere wäre dämlich. So. Ölver war in der Richtung. So, da sind wir jetzt wieder beim vergessenen Kontinent. Ich hoffe, wir können Richtung Ölver wirklich fliegen. Wir sollten ein bisschen runtergehen, damit ich das auch noch finde. So, wo war dann Ölver? Hier irgendwo, ne? Am Ende von der Schlucht. Ah, da ist noch ein Kuhsmorast. Da könnten wir später auch nochmal hingehen.
Warte mal, halte mal die Gaula, das finden wir auch noch. Hier nicht. Moment. Huch. Das sieht aber auch nicht so gut aus und so gesund vor allem. Okay. Wo war dann Öl? Wer? Verdammt nochmal. Muss es ja auch noch geben. So, noch einmal. Irgendwo am Ende von einer Schlucht war das. Hier kann ich nicht landen. Ich kann dummerweise nur auf Grünfläche landen. Ansonsten müssen wir den ganzen Weg wieder zu Fuß zurücklegen. Das fände ich jetzt nicht so knorker. War das vielleicht hier? Ah, da ist es doch, oder? Ja, das ist es. Schick. Schick, schick, schick. Das heißt, wir könnten von da aus hier laufen. Hoffe ich zumindest, oder? Warum ändert das... Ja, die Steuerung ist sehr sensibel. Da könnte man hier marschieren, ja. So, dann hier. Lande mal. Müssen wir den Rest wieder zu Fuß zurücklegen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wir können zudem auch nochmal im Inventar uns noch was angucken. So, Grinse-Kasper, wie sieht's bei dir aus? Ah, okay, Leviathan lernst du noch. Bahamut kannst du doch damit lernen. Aber zuerst ist Leviathan dran. So, da habe ich gesagt, da müssen wir lang. Da kommen wir dann Richtung Ölwehr. Außerdem entschädigt diese Weltkarte Musik eh wieder für alles. Ah. Sodala. Was kommt hier? Oh, natürlich wieder der fette Oschi. Hau mal drauf. Adamant, Taimai. Aufspießen macht das Vieh an, na. Haut drauf, haut einfach drauf, Jungs. So, Vivi. Oh, scheiße, das Vieh ist natürlich kalt. Dann machen wir mal Eis rauf, das Vieh. So. Steine hau wieder drauf. Das kannst du dann mittlerweile Shiva. Oh, gut. Das hat schon gereicht. So lobe ich mir das doch. Gut gemacht. Ah, gut, Erfahrungspunkte gibt er 8. Steiner hat außerdem Apotheker noch gelernt. Gargantula-Karte habe ich auch noch gekriegt. Sehr cool. Okay, Steiner, du hast Apotheker gelernt. Spangenhelm, haben wir was Besseres für dich parat? Leider nicht. Okay. Du musst das sowieso noch Thermometer lernen. Ja, da sind wir. Ölwehr. Sehr schön. Dann können wir jetzt direkt wieder mit dem Mokri hier sprechen. Mimosa. So, Mognet. So, genau, den Brief nehme ich gern. An Moel. So, wo sitzt Moel? Moel, da haben wir doch. Ölwehr, Raum der Gestirne. Okay. Natürlich. Das heißt, wir müssen nochmal hier rein. Der wäre ja dann damals logischerweise auf dem Weg gewesen. Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Ja, da gibt es jetzt wieder viel nachzuholen, weil in den Dungeons selber waren natürlich auch wieder sehr viele Mokris drin. So, das bist dann du. Kleiner Mann. Bitteschön. Danke für den Brief von Mimosa-Coupon. In letzter Zeit hat man Mokrimilian Briefe vorbeigebracht und mir war ganz ansam zumute. Ich lesen gleich, Coupon. In letzter Zeit kommen ja gar keine Briefe mehr, Coupon. Warum denn nur? Sag mal, Moel, willst du nicht mal schnell zur Mognet-Zentrale gehen und ich beschwere, Coupon? Mir reicht nämlich mittlerweile, Coupon. Ja, ich will Mimosa nicht verärgern, sonst regt sich wieder so auf. Aber wenn ich ja wisst, wo die Zentrale ist. Okay, du hast nichts mehr. Alles klar. Gut, dann können wir ja wieder raus. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Keine Briefe mehr. Und dann ist als nächstes Estogasa mit Gurugu Volcano dran. Dann kann ich nämlich auch gleich mal wieder das Optionale abstaben. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Alahopp. Dann wieder zurück zum Luftschiff. Und wieder noch Estogasa. Heidewitzka, da haben wir wieder einen ordentlichen Weg zurückgelegt hier. Ich sag mal nix. Ja, scheiße. Ich wollte nämlich gerade sagen,
der ganze Weg ohne Gegnerbegegnung, aber so einfach ist das ja nie. Okay, Vivi macht das Mistvieh hier. Platscht der gute Hausmann. Quina-Pfeil. Mistvieh. Lilly. Heile Mulzitan. Und du, Steiner, klopp mal drauf, dass es gerade so kracht. Na, Hausmann. 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 So. Steiner. Kommt er noch. Okay. Ja, jetzt hat Lilly auch glücklicherweise nie mit diesen Dabschädel-Malus, dass er mal hin und wieder vergisst, Art zu greifen. Blitzrad gibt's auch noch über 3. Okay, dann machen wir mal Vitra auf die ganze Kamerade hier. Und Steiner haut mal wieder drauf. So. Okay, das war schon mit dem Hausmann. Wäre ja sexistisch gewesen, so einen Gegner Hausfrau zu nennen, ne? Okay, Esprit hat er gelernt. Und Hausmann-Karte gibt es auch noch aber drauf. Sehr schön. Meister Vivi. Sehr gut. Siehst du, können wir jetzt auch was Neues holen. Gravitas, Stonehenge und Komet hat er gelernt. Da fehlt der Achtkant nur noch, ne? Feugar, Eisgar und Blitzgar. Perfekt. Ja, das kann ich ohne Bedenken anlegen, das Ding. Esprit hat er außerdem auch noch gelernt. Kapuze, mal was Besseres für dich? Ah, tatsächlich. Du kannst jetzt immer Regena lernen. Das finde ich auch sehr gut. Hier? Zufällig irgendwas parat? Nö. Okay, Esprit. Dann können wir den Gaia-Kittel ersetzen durch was anderes. Ne, wenn es nur was gäbe. Nee, sorry, Vivi. Schwuring ist ja noch ein Zauberneutrum-Lerner. Okay. Gut. Dann... Estogasa ist so glücklicherweise schon markiert durch den Schokobo, den ich dort zurückgelost habe. Aber ich finde die Luftschiffmusik eigentlich auch ganz cool. Ist ein bisschen abgespaced, aber an sich finde ich sie ganz cool. So. Genau. Können wir hier landen? Sieht nicht so aus. Da müssen wir wohl durchgehen, wo kein Permafrostboden ist. So. Das heißt, für uns jetzt wieder noch Estogasa und zum Vulkan Guruk. Ekelhaft die Zenk. Ah ne, Einhornkrebs ist das nett. Machen wir doch mal gleich mal Feuger auf die ganze Bande drauf. So. Na cool sieht so aus. So kann man nichts sagen. Und gut abziehen tut's auch noch. Verbraucht leider aber auch gut MP. So, Steiner for the win. Beende es. Feurer. Mist. Falls das überleben sollte, mache ich noch auf Sidan einfach nur Vita. Glücklicherweise ist Kenner hier kurz vorm Trance-Zustand. Okay, Sidan, da kannst du es beenden, da Steiner jo glorreicherweise den Nebel geschlagen hat. So, zack, sehr schön. Gut, aber ich bin sehr froh, dass ich mein Dream Team hier wieder habe und wie es 8 kann, sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. So. Gut, ich glaube, die Episode nenne ich einfach mal Postman in Anlehnung an der arme Mr. Kostner. Er versucht es einfach immer wieder. Weißt du, nach einer Episode von The Simpsons, wo dann die Lisa Postman mit Audiokommentar des Regisseurs sieht, wo dann der Kevin Costner immer durchsteht, es tut mir unglaublich leid, ich weiß nicht, was ich mir bei dieser Szene gedacht habe. Und Lisa dann einfach nur, der arme Mr. Costner, er versucht es einfach immer wieder. Dunkelschweif haben wir noch erhalten. Aber es ist aber wirklich so. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem ganzen Thema steht, aber Kevin Costner-Filme sind immer so, ich weiß nicht, die dauern auch nie einfach nur 2 Stunden. Das sind dann immer so 3 bis 3,5 Stunden Oschis. Und kennst du denn heute wirklich Erfolg gehabt wie Postman oder Waterworld? Es sind zwar, sagen wir mal, Trash-Filme. Okay, die hat auch nix. Es sind so Trash-Filme, die irgendwie sich schon einer gewissen Art von Beliebtheit erfreuen. Aber so wirklich erfolgreich war der arme Kerl nie. Mit seiner riese Oschi-Filme. Aber wie gesagt, an Anlehnung an der arme Mr. Kostner
will ich das dann doch mal machen. So, oh. Ihr habt Vivi-Arc-Halte, ihr Schweiner. Feugar kann ja auch noch. Gibt's dann das? Sache gibt's. Ah, okay, Steiner haut ziemlich gut die Magieabwehr, merke ich. Schon nicht irgendeine Weißmagie, um das Ganze aufzuheben? Nee, es sieht nicht so aus. Nee, sieht nicht so aus, als hätte sie irgendeine Weißmagie dafür parat. Müssen wir warten, bis Vivi wieder so auftaut. Und Steiner? Ja, Steiner hat's verfehlt. Gut. Ja, komm, gib ihm, bevor noch ein anderer eingefroren wird. Vivi kann's verkraften, die Runde mal auszusetzen. Ah, er ist jetzt auch wieder aufgetaut für die Siegespose. Gut, gut. Ah, er kriegt ja alles. Okay, Lilly und Steiner haben noch was gelernt. Lilly und Steiner haben noch was gelernt. Lili, Vivi, das ist ja immer etwas ätzend. So, von dem Namen her. Immer Regina, du kannst theoretisch auch was anderes mal aufziehen. Ah ja, hier zum Beispiel der Schattenhut, von dem kannst du noch was lernen. Dann ist nämlich der andere Stirnreif frei. Egoistenreif haben wir leider nichts Besseres. Zauberumhang, haben wir doch vielleicht was Besseres für dich parat? Nee, lernen kannst du hier auch nichts. Aquamarin ist immer noch in Mache. Und Steiner. Apotheker und Thermometer hat er gelernt. Dann ist dieser Madain-Schild mal endlich weg. Und vom Saphir könnt ihr theoretisch Vollmond lernen. Wilhelm Tell und Ability Up. Immer Levitas, komm, das ist auch gut. Das ist definitiv praktisch. So, ich weiß, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende von der Episode, aber ich will eigentlich hier nochmal gucken. Moment, das war das Endegebiet. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, wo die Mogris waren. Ich hätte ganz gern die Mogris eigentlich jetzt noch auf neuestem Stand gebracht. Ah ne, das war das. Genau, ich will die Mogris hier noch auf neuestem Stand bringen. Und das Praktische an den Mogris ist ja, dass man bei ihnen speichern kann. Dementsprechend wird die Episode jetzt vielleicht 10 Minuten länger. Aber dann haben wir es auf jeden Fall. So, hier raus. Und nachdem das erledigt ist, dann können wir auch mit gutem Gewissen weitermachen in der nächsten Episode. Dann bleiben aber auch noch ein paar optionale Sachen, die wir machen können. Ups, nee. Hier wäre ich ganz gerne mal raus. So, Doneve war einer. Weil es gibt zum Beispiel noch Schatzjagd mit Schoko, die wir machen können. Und es gibt noch, was gibt's da noch, was ich noch machen kann? Ja, genau, die Kuhs Morast. Okay, der hat keinen Brief. Und der gibt auch keiner. Ah, ich hätte mal vielleicht noch den Namen von einem Kerl merken sollen, dass der noch einen Brief kriegen soll. Sind dann das wieder für eklige Viecher. Mach doch mal ein Shiva auf die aller. Gupigulus, Igitt. Okay, Vivi, mach doch mal Eiska auf die ganze Bande. Aber es sieht so aus, als wäre ein Ditra Senfbombe. Scheiße. Senfbombe ist halt echt ein mieser Zauber. Sobald man Aktion macht, stirbt man dann. Das ist schon ziemlich gemein. Ach, Gott sei Dank verfehlt. Sehr gut. Steiner drauf. Und hoffentlich jetzt auf Steiner die Senfbombe. Leider auf Vivi. Scheiße. Ich hoffe, es verfehlt ihn. Ach. Nee, leider nicht. Okay, einer ist schon mal weggeblubbt. Dann rufen wir mal Shiva. Gucken wir mal, ob die was reißen kann hier. Na, es zieht schon was ab. Ja, scheiße. Ja, Vivi hat's erledigt. Gut, dann belebt doch Vivi gerade mal wieder, sei so gut. Höllenglut, Nala. Der schützt sich jetzt vor Elementangriffe. Okay, soll mal recht sein. So, das müsste jetzt eigentlich ausreichen, dass Vivi wiederbelebt wird und Steiner müsste dem der Finisher geben und wenn nicht er, dann Zidane. So. Ja, Steiner hat leider nicht den Finisher geben.
Magma-Kanone ist verkraftbar, solange es nicht Vivi trifft. Nee, Steiner. Aber den hat's verfehlt. Sehr gut. Zack. Sehr schön. So machen wir das doch gern. Gut. Ability Up für Steiner. Und noch diverse Level-Ups. Steiner. Schockbolzen sind wir kurz davor. Okay, mach das nächste Schwert dann angriffen immer. Fegefeuer. Sehr schön. Ability Up. Edelfäustling. Das heißt... Eisenhandschuh. Das ist deiner. Und dann können wir dir ein anderes Accessoire geben. Was natürlich auch sehr praktisch ist. Saphir käme in Fruch. Lapis Lazuli käme in Fruch. Ja, Schwarzgurt. Perfekt. HP plus 20. Das ist genau dein Ding. So, bei dir wollte ich nur mal nachgucken, du Winzling. Mondo heißt der. Okay. Mondo. Merken wir uns. Wenn es so viele Gegner sind, fliehe ich erstmal. Oh ja, das sind so viele Gegner. Und tschüss. Da müssten wir jetzt einfach so rauskommen, ne? Hoffe ich zumindest. Vivi rennt ja auch sehr witzig. Okay, gut. Ja, 398 Gil. Müssen wir halt einbüßen dafür. So what. Das erinnert mich aber daran, dass wir hier definitiv nochmal eine Runde aufrahmen sollten. Vivi. Die andere können wir so noch machen. Und Steiner. Sehr gut. Gut. Aber wie gesagt, am Ende von einer Episode will ich jetzt auch nicht noch zig Zufallskämpfe haben. So, dann müssen wir noch in die Richtung, glaube ich, gehen. Genau, da war noch einer. Moran. Okay, der kriegt Briefe. Na gut. Das waren sie alle, soweit. Dann können wir ja eigentlich glatt schon... Moment. Das unten war nicht das Gebiet. Das war das Gebiet, wo es dann schon richtig abging. Genau. Dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, dass ich hier bei dem kleinen Mensch hier mein Cut setze. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo ich mir noch das Gebiet in Guruk-Vulkan angucken werde, was wir uns nicht angucken konnten beim ersten Mal. Und danach werden wir uns wahrscheinlich noch andere optionale Sachen widmen, wie der Schatzjagd mit Schoko. Und zusätzlich wäre ich auch noch in den Kusmorast FAG für das Quina-Minispiel. Die optionale Sache sollten wir echt erledigen, bevor wir uns dann weiter der Hauptquest widmen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.